dem 12. Februar 1908 ist geboren geworden der jüdische Dichter Yossel Kotlar. Sein Namensstadt ist gewesen Berditschew, wo hat gewohnt bis der Zweite Weltmalchume. Nach der Malchume hat Kotlar sich besetzt in Wilna. Zwischen seinen Werk und Büchern sind besonders beliebt gewesen seine Lieder für Kinder, wo es eine Sache von sie sind übergesetzt geworden in viel Sprachen von Völkern im Ratenverband. Kotlars Lieder, musikalische und volkstümliche, haben oft zugezogen die Kompositoren. Das bekannteste Lied auf Kotlars Wörter, Spiel je mir a Liederle in Jiddisch, hat gehabt in ihr Repertoire die bekannte Sängerin Nechama Lifshitz. Und jetzt will ich überlehnen Yossel Kotlars Lied In Liete is man heim. In Liete is man heim beim Breck von Niemann. A pusche Toys von Ziegel und von Lehm. Es ist teuer mir. Ich will sich nicht übernehmen, wie jeden Menschen teuer ist daheim. Es freien sich die Teichelig, die Klare, wenn der draußen sonnig ist und frisch. Punkt wie alle Häuser Kinanore, in Moskau, in Neapel und Paris. Freund Getreier, lommer beide geben sich die Hand. In der Stadt soll mehr nicht wissen von kein Feier. Unser Heim soll mehr nicht werden ausgebrennt. Gestorben ist Yossel Kotlar im Jahr 1962. Dem 15. Februar 1882 in Wilna ist geboren geworden Yehuda Leib Cohen, bekannter Philolog, Sammler von jüdischen Folklore, besonders von jüdischen Volkslied. In 1899 ist Yehuda Leib gekommen in neunter Berührung mit der jungen Schriftstellergruppe von Avrom Reisen, Sholem Asch, Nomberg und durch sie hat sich bekannt mit Jud Lamed Peretz, was hat ihm begeistert und zu gehen weiter mit seiner Folklorearbeit. Kedei auszumeiden dem pressiven Armee, muss herausfuhren von Russland. Sind 1904 hat Cohen gewohnt in Amerika, wo hat gearbeitet bei seinem Fach, wie ein Sägermacher und Mabschig gewesen zu sammeln jüdischen Folklore. Cohen pflegt oft auftreten mit seinen wissenschaftlichen Referaten auf die jährlichen Konferenzen von dem New Yorker IWA und ist auch gewesen aktiv in der Arbeit um die jüdischen Schulen. Zwischen seinen wichtigen Sammelbüchern gefunden wir zwei Bände von jüdischen Volksliedern mit Melodies, die Sammlung jüdische Volkmeisters. Yehuda Leib Cohen ist gestorben in 1937. Zu seiner 20. Jahrzeit, in 1957, ist erschienen eine neue Auflage von jüdischen Volksliedern mit Melodies, mit der Akdome von Max Weinreich.